Zwischen China und Litauen ist eine diplomatische Krise entstanden. Nachdem Taiwan eine Botschaft in Litauen gegründet hat, bestellte China seinen Botschafter zurück und kritisierte den Schritt Litauens. Bereits im Mai wurden die unterdrückerischen Maßnahmen Chinas gegen die Uiguren vom litauischen Parlament als Genozid anerkannt. Das alltägliche Leben wird im Kampf gegen den Coronavirus in Deutschland für Ungeimpfte schwieriger. Die Testpflicht für Ungeimpfte in geschlossenen Räumen oder auf Veranstaltungen wurde beschlossen. Außerdem werden die Tests kostenpflichtig sein. Es wurde bekannt gegeben, dass ein gemeinsames Manöver von Saudi-Arabien und Indien auf dem Persischen Golf begonnen hat. Offizielle saudische Medien berichten, dass dieses gemeinsame Manöver den Namen Indischer Ozean trägt. Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, tritt zurück, weil er mehreren Vorwürfen von sexuellen Belästigungen ausgesetzt ist. Seine Nachfolgerin wird Kathy Hochul. In China haben sich 14 wilde Elefanten von ihren Naturreservaten entfernt. In der Region Yunnan wurden deswegen 150.000 Menschen evakuiert. Die Herde von 14 wild lebenden Elefanten nähert sich dem Naturreservat, nachdem sie fast 1,5 Jahre umherzog. Die irakische Presse teilt mit, dass der Bürgermeister von Kerbala einem Anschlag zum Opfer fiel. Er wurde während der Besichtigung von illegalen Siedlungen beschossen. Es bleibt beim Todesurteil gegen den Kanadier Robert Schellenberg. Ein chinesisches Gericht hat seine Berufung abgelehnt. Das Strafmaß lautete zuerst 15 Jahre Gefängnis wegen Drogenhandel. Kurz nachdem die Finanzchefin des Huawei-Konzerns in Kanada festgenommen wurde, erhöhte die chinesische Justiz das Urteil.